Hallo, ik ben Trudy en vandaag wil ik een beetje reden over die baby brost foodren. So, we weten dat de brostmelk is zeer gezond voor die baby. En ik wil een beetje over meerdere dingen reden. Besides dat, waarom wil het voor de goot zijn die baby die brostmelk te geven. So, de mam en nippel, die kan, or dat baby een java, dat kan aan de mam en nippel aantrekken. So, like die nippel, die heeft laagjes waar de melk uitkomt. En dan zijn er ook wat laagjes waar de baby een java en de mam dat aantrekken. En dit passiert wanneer de körper, like de mam en körper, die kan zo stout zijn waar dat baby er gezondheid is. So basically, die körper fangt an, brostmelk te merken voor die baby, waar er wat fehlen, like, wanneer wat krank worden. Voor dat baby even aanvangt ergens like tekens te gaan voor de krankheid. So basically, die körper weet dat die baby wat krank wordt. Voor die baby, voor du dat weten was dat die baby krank is. Weens dit, weens dat java dat wat du al de, like de germs ban gaan van de krankheid wat die baby wat krijgen. So de mama en nippel, die kan dat baby java aantrekken en dus dit vangt het dan aan mij te buren. Krijgt we wat dat baby wat fehlt om de krankheid overkomen. En de nippel, dat direct ook is wat dat woeter, wat dus wanneer de mam zwanger wird, da ist die woeter voor die baby van erst like een boek. Die nippel, dat direct zoals wat dat woeter rekenen duidt. So de baby's die kan dat immer rekenen, wanneer der de mam is. En dit is waarom in Duitsland kinderen, die willen, oder baby's die willen immer, dus wanneer die beleidigd zijn of zo, dan willen die brostvoederen, wens dit is wat die het ganze tusseste merk feilen. En krijg zo, het is nieuwe baby's, wanneer die geboren zijn, wanneer die baby's op de mam boekline. De baby's kan zelfs bij de borst kruipen, wens die kan dat trekken, wo de nippel is. En ja, baby's, like, die willen dicht bij de nippel zijn, wens dit is wat het ganze, wat tussen feilen dat voor de baby's. En dan nog een punt over de brostnippel. Wanneer denken dat aan buddelen, wanneer de baby's dan uit de buddel drinken, dit is dan in plastic aan nippel. Dit nippel merkt dat de kinderen worden schrootse teen krijgen, of schrootse slutschen, oder de buddelnippels, die kan de kinderen uit de teen verwaren. En aber dan de brostnippel, wanneer het zo veel week is, dan wordt nergens die kinderen uit de teen schuden doen. De brostmelk, die wordt ook niet die baby uit de teen vervuren. Ik weet viele dokters zijn vroeger immer dat die zullen ophuren met je baby te voederen en daarna, wanneer ze aanvangen teen te krijgen, wens die zijn dat die wat merken dat de teen vervuren. En dit is aber niet zo. De brostmelk, die wordt nergens die kind ergens schuden aandoen. En dat wordt ook niet die baby uit de teen vervuren. Nou, een grote oorzaak om die baby brost voederen is dat normaal wanneer du das, du hast dan een kleinere chance dat du depression hebt door de geboorte van die baby. Wenn es krijgt zoals du zijn de hormonen en zwangerschap, dus die körper weet wat van de hormonen te merken aan de zwangerschap. En die weet dat nu de zwangerschapshormonen komen de geboortehormonen. En nu de geboortehormonen komen de brostvoederhormonen. So al deze dingen, dat is een klompen hormonen wat toegeschoven doen, omdat die körper kan dit doen. Dus moet zijn de zwangerschap te lang brengen en die baby te de geboorte brengen en ook dan melk merken voor die baby. Ze zeggen veel van vroeger aan dat die dan niet doen, een baby brostvoederen. Oder die doen bis für den Kartstoß und dann switchen die even naar de buddel. En wanneer dit passieren dat is, die körper neemt het dan zo aan dat de moeder heeft dat baby verloren. Wenn die körper weet dat, dat zijn de zwangerschapshormonen, dan de geboortehormonen. Hey, Bubby. Come over here or go to the side. En dan nu de geboortehormonen zijn to de, de brostvoederhormonen. En wanneer dit dan wegneemt is, dat die körper niet der brostmelk merken, dan die körper neemt het zo aan dat die baby is niet meer door, dat is gestorven, oder du hast het verloren. En dit is waarom zo veel, er nu veel meer is dat vroeger depression had, nu dem wat het baby is geboren. Ja, eens die vroeger worden du wens ook nog depression krijgen, even wanneer du die baby brostvoederen, aber de chance is veel weniger, dat du niet wordt depression krijgen, wanneer du die baby brostmelk krijgen. Dat is ook veel meer als plus melk in die baby een boek genannt. In Engels nennt men dat een emotional need. En Deutsch, dat wordt vielleicht beter zijn als een innerlijke leefgevoel. So ja, dat, wanneer de baby's melk willen, like zo effect, dat is bis wanneer die beleidigd zijn. En die doen dit wens, wanneer du das brostvoederen,
dat merkt de goot fallen. Dus dat is niet bloß wens der Hunger, dat is zoveel meer, ja, de innerlijke Leugefeil, I guess. Und ja, wenn das Baby dann nicht wird Brust gefördert, eine Buddel kann nicht diese Leugefeilen zu das Baby geben. So, wenn der Baby dann bloß immer wird, like, von der Buddel gefördert, diese Läuftank wird nicht an den Baby abgefällt. So, wenn die Menschen dann, wird dann abwuchsen, wird nicht an Brust gefördert, wird die immer Part von ihnen Leben sein. Wenn es diese Läuftank, die hat die fehlt abzufällen aus dem Baby und das ist nicht geworden. So, diese sind Dinge, das wird die Wasser Schuden stellen für den Rest of dein Leben. Eins der Tekens von, was würden kann sein, von, dass du nicht hast genug Brust gefördert gekriegt aus dem Baby, als die Babys, die dort nicht genug kriegen, die sind so hängeron, nur kaum Milch trinken. Oder bloß irgendwas Milch wirklich. Aber ja, so wenn du nicht gefördert, Brust gefördert, wenn du ein Baby bist, und dieser Tank dann leerig blieben wird, eine Weg, wie dein Körper probt, den Tank abzufällen, ist, dass du wirst immer so hängeron sein, normal kann. Und ja, du als ein großer Mensch, du wirst nicht denken, oh, mir darf das normal sein, meine Mom hat mich nicht genug Brust gefördert. Das ist schafft dann nicht an den Verstand, aber das ist bloß ein bisschen an der Hintergrund von dem Verstand, wird dann du mal schaffen, dass dein Körper, der probt, soll den Verlangen zu geben, dass du was mal trinken willst. Das ist bloß something, was du nicht erst dir erfüllt werden, wenn du ein Baby wirst. Und dann noch ein ist, wenn das Baby rohren wird, das ist so fertig, die Mama verlangt, um das Baby dann Milch geben. Und das ist normal, wenn es, so ich auch sehe, viele Kinder, die trinken Milch, wenn die beleidigt sind. Ich wollte, wenn es mein Kind, like, wenn die irgendwo rohren wird, dann, like, die will so leicht, dass die Brustfördern will. Und der ist so eben ein, aber ja, das ist noch einmal ein so großer Pot von denen sind da, wenn alle kleine Dinge ist, was denen passieren dann, weil der immer Milch haben. Und das ist nicht, dass den dann unbedingt durchdringen wird. Das ist bloß, wenn der beleidigt ist, das ist, was den merkt, besser fallen. Und hier ist nichts mit Arbeit. Du meinst nicht, dass dein Baby nicht zu groß ist und dass du dort dann so abhören oder dass du den mal eben in eine Buddel switchen willst. So ich will sagen, die Buddel, die kann das Gefühl nicht abfallen. Das ist einfach ein Gefühl, was die Mama kann für das Baby geben. Und eins die früh ist auch, wenn die hören, dass ein Baby rohren wird, das ist dann, dass der Brossen die fangen und bis die Milch rütteln ist. Am Anfang, wenn du den Baby hast, dann fährt dein Körper weit, wie viel Milch zu merken. Dann sind die Brossen eben voll. Und dann ist es sehr leicht, dass die Milch bis Anfang für selbst rütteln. In Englisch nennt man das ein Letdown. So basically, wenn eins die früh ist, wenn die dann hören, dass ein Baby rohren wird, die Brosten, die merken sich dann ladig, wenn das wird erschaffen ist mit den Hormonen. So dass eine früh an, dass wenn ein Kind beleidigt ist, du wirst dem Kind dann Brust geben, wenn die Brust geben, das ist, was die merkt besser fallen. So ja, das ist alles top. Sehr interessant, wie das schaffen wird, dass dem Baby die Brust geben. Und das ist viel mehr als bloß, wenn es Hunger. So ja, ich würde merken, dass die das meins würden proben, den Baby Brust zu geben, wenn es das so gut für der emotional development ist, wenn die abwachsen tun und würde sich dann kann selbst das benehmen oder kontrollieren, das einzige Menschen, die kriegen vielleicht eine Depression oder ja, like all diese Dinge, die einzige Menschen, die das die ganz verschieden affektiert. Und in Deutschland diese Dinge, wo am einzigen Menschen da empfindlich ist, das kommt alle davon her, die Dinge, die sind passiert aus dem Baby. So either, wenn die so eine damals Geburt sind, oder die Mama hat damals Gedächtnisse gehabt oder damals gefallen in der Schwangerschaft. Oder das Baby nicht hat genug Brust gefördert worden. All diese Dinge, dort wird das Baby für den Rest of their Leben immer mit dran sein. So, wenn dort würde ich proben merken, dass manche proben, die Babys die Brust geben, wenn ja, das ist ein Teil, was Brustförderung kann geben, was eine Buddel Milch nicht gut kann geben.